Die Damen und die Herren, willkommen hier im Europaparlament von Straßburg aus für eine Sendung mit Christoph Hansen. Guten Morgen. Traditionell, wenn wir ein Plenum haben, schätzen wir ja über das, was am Moment eins, zwei am meisten eben, wo wir uns darum bekümmern. Ich hatte das Woche mein Rapport, der große Rapport von der Kommission von den Menschenrechten, wo wir all Jahre gucken, wie steht es mit der Demokratie und mit den Menschenrechten an der Welt. Und das ist so, dass die größte Feststellung, die wir machen, die wichtigste, ist kein ganz rosig. Das ist so, dass Demokratien rückgängig sind an der Welt. Und zwar also nicht nur eine momentane Feststellung, wie Christoph, wir hatten es auch schon zusammen erwähnt, das ist so, dass es wirklich doppelt so viele Länder am Fond geholt sich von der Demokratie wegbewegen, wie die sich in Richtung Demokratie bewegen. Und das effektive Problem, habe ich schon gesagt, dass auch ganz lang Demokratien, von denen ich wirklich nicht vorstellen konnte, das gemacht haben. Also, wenn ihnen gesagt wird, von einem Jahr in Amerika las war, dass du Versicht ginnas mit Gewalt eine Wahl nicht anzuerkennen, das ist schon eine grave Situation. Und das was man am Moment in Brasilien gesehen gesagt, dass das auch nach, als Beispiel dann genutzt wird. Und da gibt es ganz andere Länder, ich meine noch Venezuela, Bolivien, also doch dramatisch aktuell. Wir auch in der Europäischen Union. Ja, das ist das, was ich wollte sagen. Also dann wir haben Ungarn, was auch von den Ländern ist, die sich am Fond geholt von der traditionellen Demokratie am Fond bewegen. Und das sind Sachen, die mussten das wirklich zu bedenken geben. Das ist wirklich, wenn man dann Zuhl gesehen von den Ländern, aber auch am Kontinu selber, und so wie die Perzeption am Moment ist von der Demokratie, ist ein reales Problem. Auf internationalem Niveau war es immer so, dass am Fond geholt Demokratie der Maßstab war. Am Fond geholt Diktaturen auch gesagt, wir sind Demokratien, die sieht das falsch. Und der Diskurs hat ganz geändert. Am Fond geholt so sie lo. Demokratien bringen es nicht, die sind nicht auf der Höchst, das ist nicht wünschenswert, eine Demokratie zu sein. Und das ist ein ganz gefährlicher Diskurs, hauptsächlich an der Umwelt, an der wir heute sind, mit den sozialen Medien, an der Verbreitung von Propaganda und von Desinformation, als das eine populistische Attitüde, die ganz schwierig ist. Wir müssen wissen, dass wir wirklich müssen, Demokratie verteidigen. Das ist absolut nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Und nach ihm wird auch zu den Menschenrechten, der teilweise Demokratie, die Menschenrechte, unglücklicherweise geht wenig an dieselbe Richtung. Das werde ich wahrscheinlich schon einkehren, sogar an dieser Emission gesagt haben, weil das richtig Besorgnis ist. Und mit dem nationalen Niveau geht Versicht von autoritären Staaten. China ist ganz aktiv, daran haben wir auch andere autoritäre Staaten, dass die Definition selber von Menschenrechten wollen ändern. Geht nicht, der muss nicht Menschen wird, aber sie wollen das dann noch mehr Soziales umkippen. Soziales ist auch wichtig, ganz klar. Wenn wir von Menschenrechten schwätzen, kann nie die Menschenwürde weglassen. Also das Individuum und die Rechte, die er als Mensch hat. Das war wirklich mein großes Dossier. Christoph, du hast auch an der Plenum geschwärzt. Ja, notamment am Commerce International haben wir natürlich gemerkt, dass laut Klima, was am Moment draußen gibt, dass weltweit eine Wirtschaftskrise, die umgegangen ist. Die Inflation ist hoch bei uns in Europa, aber auch an anderen Teilen von der Welt, notamment an Amerika. Hat auch den Joe Biden als Administration eine ganz rich Mesure lanciert, den Inflationsreduktionsakt, wie sie das nennen, den Inflation Reduction Act. Und das sind noch ein ganz rich Sachen, die uns dann direkt betreffen, notamment gehen viel Subsidien und Betriebe ausbezahlt. Es gibt aber auch ein gewisser Protektionismus gemacht, wo gesagt wird, zum Beispiel, der kriegt ein Subsidie bei einem Elektroauto, zum Beispiel, wenn den auch ganz high an Amerika, an dem Fall, gebaut gehen, als das natürlich gesetzlich zu dem, was man eigentlich will. Man will mit so Partner mehr Not zusammen schaffen, mit beiden. Also die Administration hat das
die protektionistisch mesureuren lancéiert. Lo sind da viel hai auch am Europaparlament die eigentlich so wir müssten lo auch so de sogenannten Buy European machen, de Gegensatz zum Buy American, das aber mengglisch eng falsch oder ein Kurzschlussreaktion noch Subsidien ginn, so den Amerikaner da es falsch, man wollen net so unfair Subsidien de Betriebe ausbezuelen, ho groß Problem da ja auch schon mat China an andere Dummer war mittlerweile auch mesureuren geholl. Man könne net es schlechtes man es schlechtes einfach. Und du versuch stehende Kollegen noch am Europaparlament die so ja, aber da muss mir auch méi Subsidie gin. Echtens mal wo man die Suen hier, weil als Staatskäsen sind auch schon ziemlich eitel, weil man ganz viel Eisebetrieber ernstcht mussssen hëllefe, weil man war auch bei soziale mesure mussssen hëllefen an dergreifen Verschuldung as los schon heich, wenn man dat noch weitermachen, kommt man eng Spiral dran, die Menschen net nimmen Eisschlecht steht mir war auch generell für die ganz Wirtschaft schlecht geht. Dat hat Probleme auch zum Beispiel die Großländer hun méi Meketen mat den Staatsbeihëllefen an mir als klenkt Lützeburger Land oder als Belsch riskieren do zwischen de Franzosen an den Deitschen zerriven ze gin. Du musst auch so, dat das konträr zu engem propre Funktionament vum Marché interieur, wenn die Deitsch lo ganz viel ginn, an mir hun van net Moier an 4 Appppe ze ginn. Du musst man wirklich oppassen an mir so noch Soluioun ass wirklich schlo ze kucken net. Barrikaden opbauen Barrikaden hun nie eng Mappes geholf, das lo wirklich unter Zeit och fir mat neue Partner méi no zu summen zu schaffen, mir hunn Handelsakkoren, die am Läfe sinn mat Chile as zum Beispiel ganz wichtig, wo man auch und Ressource kommen notamment fir den Lithium, fir Batterien, fir als gering Transition, die man jo gehätten, dat selwich gëlt fir d Mercosurländer an Argentinien gin net riesg Reserven. Neuseeland och dat wirklich Punkte, wo man muss gucken, dat man lo 4 kommen mat Partner, die wëlle man da zu Summe schaffen, Barrikaden zu Summen aufbauen, dat de we mehr hunn wirtschaftlich an kommerziell Kontakte mat alle Länder op der Welt. Mit geht nodrums fir mat denen zu schaffen, a Regeln gemeinsam Regel festzulehen. Schmengen dat als eng besser Solution wie weiter Barrikaden opzurichten. Und dann hatte man nach ein Evenement, das für Lützeburg nicht unwichtig ist. Du kriegst am Büro vom Parlament Verstärkung von Marc Angel. Ja, von unserem Lützeburger Kollegen Marc Angel als Vizepräsident vom Parlament bestätigt, ging das in der zweiten Runde konfirmiert, ging mir felicitieren und du natürlich ganz herzlich, dass erstens mal ein guter Kollege, ein guter Mensch, mit dem wir gut zu Weg kommen. Und zweitens, dass es für Lützeburg eigentlich ein ganz historischer Moment, Moment mir woch wichtig, wenn man so zu 2 Lützeburger am Büro vom Parlament, also am Präsidium vom Parlament genau, Christoph? Sind 14 Vizepräsidenten, 5 Käster und 8 Käster an eben dann Präsidentin natürlich, das das Büro, der Tisch wir sind im Ganzen zu 20 an das wo auch all die Detailer geklärt gehen, wie vom ganzen Funktionament vom Parlament eigentlich. Du könnte wir auch dabei zum Beispiel mir auch Dabechtplatz vom Europaparlament zu Lützeburg mit ganz 1000 Funktionären, die du schaffen. Du könnt wir immer wissen Dr gezünden für die dat eventuell irgendwann in Richtung Bresel zu ziehen, das ein Gefahr. Und du hast gut, dass man zu 2 Lützeburg weil das zu 2 also meistens möchte wie lang an so ganz hofrisch für den Markt auf Frau Team zu Summen zu schaffen und ich meine das geht ganz gut. So ein gut Arbeit für euch 2 am Büro. Ja, merci für den Nolaufström. Bis die nächste Kehr von Straßburg oder Bresel für die nächste Pläne. Vielmals merci, bis schön.